Buh! So, gut. Ja. Wo ist denn der fliegende Ananas? Komm, muss mal gut sein. Fliegender Ananas. Fliegender Ananas. Fliegender Ananas. Fliegender Ananas. Da ist er. Lass mich mal wenigstens raus. Danke. Das ist die Lösung. Also, wer die letzte Folge, also zuallererst mal, guten Tag, ihr Leid. So, wer die letzte Folge, gerade den Schluss mitverfolgt hat, der wird festgestellt haben, ich hatte riesige Probleme rauszufinden, wie man das hier löst. Im Internet nachgeschaut und gesagt, ja, du musst einfach nur alle Gegner platt machen, die das Spiel auf dich wirft. Also sprich, du gehst da rein, du laberst mit den Leuten da oder gehst in die Nähe und dann kommen hier halt so Gegner und wenn du die alle platt machst, ist okay. Das Problem ist, dass ich von unten hingelatscht bin und hab, weil ich von unten gelaufen bin, schon mal 10 Gegner hinter mir hergezogen, die ich da nicht geschafft habe. Also, naja, okay. Wer hätte gedacht, dass du uns retten würdest? Tja, damit wären wir das erste Mal alle Monster besiegt. Wenn jetzt noch der ganze Riss verschwinden würde, ich kann mich vor lauter Kämpfen kaum noch auf den Beinen halten. Lass uns bei der Oase neue Kraft schöpfen. Danke für die Hilfe, ohne dich wäre das knapp gewesen. Ja, die 3 Fledermäuse habe ich gerade noch so hingekriegt. Danke. Hier kann ich keinen Zugang zum Riss öffnen. Ja, ich weiß, wir müssen jetzt in die Stadt oder so. Von hier gelangen wir also nicht hinein. So, wir waren jetzt bei allen 3. Ach, guck mal da. Und Zelda, wie ist es gelaufen? Konntest du einen der Risse schließen? Nö. Was? Du hast mich angelogen? Nee, du konntest sie nicht schließen. Dann ist die Kultstätte also der einzige Weg, um sie loszuwerden. Doch der Zugang dort hinein bleibt uns verwehrt. Ich finde schön, wie die hier so rumwackeln. Donner! Donner und Blitz. Facette? Keine Ahnung. Fawcett? Nee, Fawcett ist ganz was anderes. Möchte euch sehen. Sie will über eure Fortschritte in Kenntnis gesetzt werden. Ihr sollt bitte zusammen mit der Hylianerin in den Palast zurückkehren und dort Bericht erstatten. Nun gut. Wir haben noch keine Möglichkeit gefunden, deine Fähigkeiten zu beweisen, aber dieser Aufforderung müssen wir Folge leisten. Ich gehe schon mal vor, wir sehen uns dann im Palast, Zelda. Ja, wir werden jetzt da auch hinterhergehen. Moment, wir gucken mal auf die Karte. Wir sind hier, wir müssen... Ich würde halt gern das da, ne? Wir müssen halt nach Gerudo-Stadt. Ja, dann komm. Wir teleportieren uns dahin. Also, achso, kurzes Resümee letzter Folge. Wir wollen halt einen Riss schließen, dafür müssen wir in irgend so eine Kultstätte, wo wir aber nicht rein dürfen, weil die heilig ist. Dann hat halt die eine Frau da gesagt, Donna hat gesagt, hier, lass uns rein, sie kann die Risse schließen, ja, dann beweis es. Da sind 3 kleinere Risse, guck mal, ob du die schließen kannst. Ja, haben wir jetzt natürlich nicht hingekriegt. Doof gelaufen. Aber macht nix. Wir gehen jetzt rein und gucken, was passiert. Vielleicht lässt sie uns ja trotzdem rein oder so. Da. Hallo? Ah, jetzt. Achso, ich muss vorlesen. Wohlan, Donna. Ist euch der Nachweis gelungen, dass sie Risse schließen kann? Also ich, die Hylianerin. Das zwar nicht, aber dennoch möchte ich euch ersuchen, ihr nur ein wenig Gehör zu... Trotz eurer großspurigen Ankündigung ist es euch also nicht gelungen, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen? Nun ja, der Versuch war zum Scheitern verurteilt. Ihr werdet von dieser Person an der Nase herumgeführt. Ja. Das kann ich einfach nicht glauben. Was für einen Grund sollte sie haben, mich zu täuschen? Zudem hat sie ihr Möglichstes gegeben, um zu beweisen, dass sie Risse schließen kann. Glaubt ihr, sie ist durch die halbe Wüste gerannt, nur um mich zu verhöhnen? Nein, sie spricht die Wahrheit. Und ich bin bereit, alles drauf zu verwetten. Ich will keine einzige Soldatin mehr verlieren. Deshalb möchte ich an Zeldas Seite losziehen und den Riss schließen. Egal wie es ausgeht, ich werde die Konsequenzen tragen. Also, Königin Sera, bitte erlaubt uns Zugang zur Kultstätte. Donna, du vertraust dir wirklich so sehr, dass du deine Ehre als Kriegerin aufs Spiel setzt? Ja, das tut sie.
bist zu einer würdigen Kriegerin herangewachsen, meine Tochter. Achso, ja, die Königin ist die Tochter, ist die Mutter von Dona. Auch ich kann nicht länger zusehen, wie unser Stamm von diesen andauernden Monsterangriffen zermürbt wird. Wenn du dich so für sie einsetzt, dann will auch ich unser Schicksal in ihre Hand legen. Aber Königin Sera, wenn der Sand vom Zugang der Kultstätte entfernt wird, dann gibt es nichts mehr, was die Monster zurückhält. Wenn dort Monster auftauchen sollten, müssen sie erstmal an mir vorbeikommen. Nichts als Großsprecherei. Was glaubt ihr allein denn ausrichten zu können? Sie wird nicht alleine sein. Ah, das sind wahrscheinlich die ganzen Kriegerinnen, wo wir gezeigt haben, wo wir geholfen haben halt quasi. Was wollt ihr hier? Wir haben alles mit angehört, Königin Sera. Facette? Diese Hylianerin hat uns gerettet. Auch mir hat sie geholfen bei der Grabhöhle. Und uns auch. Wenn die Chance besteht, den Riss zu schließen, dann sind wir zur Stelle. Ja, auch wir kämpfen nur gern an Doras Seite. Oder nur zu gern. Ich hab voll die Gänsehaut. Aber, sorry, jetzt hier. Ich glaube, ich schneide das vorne dran. Ich habe Gänsehaut, weil ich hier ohne Pullover sitze und es ist noch nicht so wirklich warm. Und das schneide ich am Anfang dran, werdet ihr sehen. Das Problem ist, dass das so ein schöner hellgrüner Pullover ist. Ich sage immer, das ist mein Christoph-Pullover. Und dann setze ich mich halt hier vorne dran, Greenscreen, und dann so, das ist jetzt ein bisschen doof. Ich habe gar keinen, hier, man hat nur meine Hände und mein Gesicht gesehen und dann so, ja, lustige Sachen mit Greenscreen, ist egal. Müsst ihr halt mit angucken, wie ich jetzt friere. Du hast die Kriegerin gehört, Facette. Du bist trotz allem nicht bereit, diese Zelda anzuhören? Was muss ich da aus eurem Mund hören? Solch eine Haltung ist einer Königin unwürdig. Du schau dir denn nicht den schändlichen Versuch dieser Hylianerin, unsere Notlage auszunutzen, um uns zu täuschen? Kann das sein, dass Facette schon eingesaugt wurde in einen Riss und deshalb eine Doppelgängerin ist? Wachen! Dieses Mädchen ist eine Schurkin, die ins Gerudo hinters Licht führen will. In den Kerker mit ihr! Was? Facette? Königin Sera. Was ist? Der Riss im Osten bei der Ruine des Wüstentempels ist größer geworden und hat einige unserer Kriegerinnen verschluckt. Oh nein, bring mich sofort dahin. Jawohl. Ja, und wir? Ihr kommt auch mit. Jawohl. Ja, und wir? Königin Sera, so wartet doch. Sich ohne jede Vorbereitung dorthin zu begeben, ist viel zu gefährlich. Weg ist sie. Jetzt sind wir mit Facette allein, oder wie? Oder gehen wir mit? Nee. Der Riss ist größer geworden. Vielleicht kann ich dort einen Zugang öffnen. Wir sollten ihnen folgen. Ach, der Riss war zu klein, deshalb bin ich nicht durchgekommen. Ja, die Tochter ist auch mitgegangen, oder wie? Also Dona? Das ist hier sehr verwirrend, wer mit wem, was, warum, wohin geht. Warte mal, da kann ich durch dieses enge Gässchen da gehen, oder? Ja. Ja, das hast du dir nur eingebildet. Moment. Ja, ein Tornadogeist will die sehen. Moment, das kann ich ihr zeigen. Hier, guck. Haha, der Tornadogeist! Moment. Das ist ein Tornado. Sorry, ich habe zu schnell weitergedrückt. Tut mir leid. Müsst ihr jetzt selbst lesen. So aus der Nähe betrachtet muss ich gestehen, dass er nicht mehr aussieht wie ein Geist. Ja, eigentlich eher wie eine Kaulquappe oder so. Und verfolgt hat er mich nur, weil er mich wegblasen wollte? Ja, aber hallo. Na, da habe ich mich ja in was reingesteigert. Aber dank dir kann ich jetzt erleichtert aufatmen. Dafür möchte ich mich mit einer Kleinigkeit bedanken. Ein bisschen Geld. Oh, Milch. Okay. 10 Milch. Cool. Nehme ich auch. Ein Gerudo, die sich vor Geistern fürchtet. Wenn das die Königin erfahren würde, dürfte ich mir aber was anhören. Andererseits kann man sich ja nichts aussuchen, bevor man Angst hat. Stimmt's? Stimmt. Da fällt mir gerade ein, irgendwo ist noch eine, die so Fliesen sehen will. Moment. Das müssen wir jetzt halt, gucken. Falsche Taste. Suche nach dem König. Rissen der Gerudo-Wüste, da bin ich gerade. Irgendwo. Moment. Das ist die Rentula. Ich habe irgendwo eine getroffen, die gesagt hat, sie hat so fliegende Fliesen gesehen.
Und die will sie auch sehen. Oder habe ich das letztens schon? Ja, bei der letzten Aufnahme ist was schief gegangen. Da habe ich mal wieder das Mikrofon stumm geschaltet und habe es nicht gemerkt. War ein bisschen doof. Ja, wahrscheinlich ist die unten irgendwo. Naja, so, wo müssen wir eigentlich hin? Nach oben rechts scheinbar. Oh, da ist noch so ein Dingens. Komm, wir laufen erstmal. Ist da unten... Nee, da ist nichts. Ich dachte, da wäre die... Das Dingens da. Ja. Du Gegner, du kannst mir gerade mal... Geh weg! Geht alle weg! Ich kann euch alle nicht leiden. Echt jetzt? War ich an dem Stempelding da schon? Schon, oder? Ja. Okay, ja, dann muss hier... ja, genau. Wo findet man die Dinger? Genau. Die war das. Guck. Fliegende Bodenfliesen gesehen. Okay, alles klar. Fliegende Bodenfliesen habe ich mittlerweile. Nicht zuletzt am häufigsten verwendet, zuletzt gemerkt. Hier, bitteschön. Zack. Ha, was ist das? Ist das etwa einer dieser fliegenden Bodenfliesen, von denen Facette geredet hat? Mach das nochmal. Wie, du willst nochmal einen ins Gesicht kriegen? Nein, am besten nicht nur einmal, sondern ganz oft. Was ist denn mit dir los? Das ist eine richtige Masochistin. Soll ich machen, ja? Okay. Jetzt tut dir wohl die Nase weh. Ja, das sollte reichen. Ich habe sie so genau studiert, dass ich jetzt meiner Vorgesetzten Bericht darüber erstatten kann. Vielen Dank, das war mir wirklich eine große Hilfe. Darf ich dir das hier als Belohnung geben? 50 Rubine. Ein ansehnlicher Betrag. Meine Vorgesetzte ist ein hohes Tier bei der Gerudo. Sie hat kaum Gelegenheit, die Stadt zu verlassen. Und trotzdem erforscht sie die alten Ruinen in der Wüste, um Dinge zu finden, die hilfreich für uns wären. Ich bewundere sie sehr und deshalb möchte ich so gut ich kann die unterstützen. So, die fliegenden Fliesen. Und wir gucken mal ins Tagebuch. Achso, ich habe ich habe nur die Hauptdinge. Was haben wir jetzt noch hier? In Saft und Kraft. Ja, 20 Rezepte. Cool, ich habe keine Nebenquests mehr offen. Gut. Warte mal, kann ich mich da irgendwie da oben in die Nähe beamen? Ja, komm, wir sind quasi in der Nähe, das laufen wir, oder? Wir werden noch... ja, komm, wir noch von denen da 2 mit. Einfach so. Sind wir noch richtig? Müssen wir da hin? Müssen wir nicht irgendwie unten rumgehen? Und ne, ich glaube schon, dass wir richtig sind, oder? Oder auch nicht. Ach, guck mal, da ist ein Herz. Das hole ich mir aber. Okay, das war nix. Nein! Ach so, da ist Treibsand oder wie, gell? Ja, das war das Problem von der Spinne, glaube ich. Ja, okay, das geht so nicht. Moment, ich habe eine Idee. Ich habe eine sehr gute Idee. Mal gucken, ob das funktioniert. Trampolin. So. Dann so eine Fliese. Und dann draufstellen. Hey, ja, fast hat's funktioniert. Also eigentlich die Idee ist gut. Nochmal. So, also, die Idee war aber schon recht gut, finde ich. Geh weg, du Fisch. Du musst nur ein bisschen schneller sein. Hopp. Haha. Ich bin gut. So, ich habe ein Herzteil erhalten. So. Sehr gut. Bin ich jetzt hier immer noch nicht richtig? Ich glaube, ich gehe hier erstmal raus. Das ist ein Ferkelmann. Das sind mehrere Ferkelmänner. Okay, dann machen wir die Ferkelmänner hier platt. Und zwar mit dem Knüppelmann und noch einem Knüppelmann. Achso, ich kann nur einen Knüppelmann machen, ne? Der braucht wie viel? 4. Knüppelmann, Hause alle platt, genau. Da oben ist noch einer. Da gibt man dem Knüppelmann einen Bumerangmann. Hoppala. Zur Seite. Wo war er denn? Da. Da. Das sind noch viel mehr. Ich dachte, das wäre schon gewesen mit dem da oben. Ey, wenn ich hier hochkommen muss, dann setzt es was. Das sag ich dir. Geh weg. Stirb. So. Ich glaube, es ist relativ sicher zu sagen, ich habe mich verlaufen. Das ist natürlich erstmal schlecht. Aber es muss ja nicht schlecht bleiben. Ein Blutpfeffer.
Ja, geht unruhig. Ich muss mich nochmal hier orientieren. So, okay. Genug orientiert. Ich bin komplett falsch, siehst du? Ich beam mich jetzt dahin und dann gehe ich nach links oben. So, ist der Plan. Aber funktioniert, muss man sehen. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Ach so, sorry. Nee, ich war nur gerade verwirrt, dass ein Mikrofon von mir nicht funktioniert. Es ist nicht weiter besorgniserregend. Zack. Oh, das war nix, Junge. Was ist denn hier los? Ah! Moment. Was ist denn das da? Ich habe keine Ahnung, was das da ist. Aber ich setze mal einen Gegner drauf an. Aua, aua, aua. Wo muss ich denn hin? Ey. Komm raus, du Affe. Ey, also das mit den Steinen, das ist ja fies. So, pass auf. Ich knüppel ich jetzt. Alter Knüppelkopf. Okay, der will irgendwie gar nicht. Das ist nicht gut. Okay, dann machen wir das. Dann machen wir das so. Würde ich sagen. Ey, ich habe eine Idee, wie ich den rauskriege. Ja, klar, ich weiß. Guck. So. Komm raus, du. Nein. Ich hasse das. Wenn's... Ich glaube, das ist so eine Art Delay oder so zwischen Controller, wenn du dieses Ding da wegschießen willst. Also mit X, also so dieses Dingens da, um was festzuhalten. Und das aber nicht sofort aktiviert wird oder so, dann drücke ich nochmal, dann tue ich es wieder deaktivieren. Das ist Wahnsinn. So, egal. Brauchen wir was zu trinken hier. Ja. So, jetzt habe ich dich kaputte Platte. Finde ich gut, dass du mithilfst. Was mit mir hier? Ich könnte mich wahrscheinlich einfach daneben hinstellen, weißt du? Au. Ja, danke, du Kackfisch. Dich wollte ich gar nicht haben. Es schwuppelt der Kackfisch hier rum. Hast du das gesehen? Oh, jetzt schwuppelt er gleich nicht mehr rum. Pass auf, ich brauche mal ordentliche Knüppelkuh, brauche ich. Das hier ist eine ordentliche Knüppelkuh. Der haut jetzt natürlich auf den Fisch drauf, weißt du? Der haut hier nirgends... Ach so, die können hier nicht stehen. Dann nehme ich das da. Oder ich nehme Bomben. Bombenfische gehen eigentlich immer, oder? Da ist er doch. Na, Bombenfische waren keine gute Idee. So, es geht mir jetzt hier auf den Zeiger. Diese Kackfische, wo kommen die überhaupt her? So, wo gibt's denn diese? Wo gibt's denn die Fische? Ich will auch so Fische haben. Habe ich doch bestimmt irgendwo. Da sind sie. So. Da, 2 Stück hau ich gleich raus. Ihr könnt vielleicht euch mal um diesen einen Kackfisch da kümmern. Der nervt mich. So, und jetzt? Mal Pause. Also, was mache ich denn jetzt? Fische finde ich eigentlich eine recht gute Idee. Nee, Fische ist eine doofe Idee. Komm, ich mach Wasser drauf.
Funktioniert nicht, schade. Ich habe gedacht, vielleicht kann ich seine Wut löschen. Dann... Ja, komm. So, guck. Zack, zack. Mal 2 Monstis gemacht. Zumindest Aua! Hat er mal das Ding an den Kopf gehauen oder was? Na, wenigstens hauen die ein bisschen drauf, weißt du? Ich hab die falschen, ne? Ey, ach komm! Geh doch weg! Mann, ihr seid so doof, alle beide! Ist er ernsthaft jetzt? So. Kann doch sein, dass der hier nicht herkommt? Nö. Also der kann hier nicht rauskommen. Ach komm! Guck mal, wie sie mir im Weg rumstehen! Ist doch wahr! Komm, geh weg! Geh weg! Lass mich in Ruhe! Ihr könnt alle nix! Ihr seid doof! So, echt jetzt. So. Zauber euch jetzt hier herbei. Ja, genau. Genau. Hier liegt der Gegner und was macht ihr? Ihr haut auf diesen kleinen Kackfisch. Hätte mal lieber jetzt draufhauen. Danke. Moment, die müssen wieder verschwinden. Sonst tun sie mir wieder im Weg rumstehen, die Deppen. Oh. Kann ja mal ganz praktisch sein. Und hier... Keine Ahnung, wie viel leuchte ich halt. Was weiß ich was. Oh Gott. Ja, irgendwie... Also, dass ich mich dumm dran stelle, so viel ist ja klar. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ne? Es ist klar, dass ich mich doof dran stelle. Aber halt, die Kämpfe sind irgendwie so... Weißt du, die Gegner so... Stellst zwei Mitstreiter hin und die so... Guck mal, da ist ein Mauseloch. Steck mal, oh ja. Und weißt du, drumherum, Hilfe, Hilfe, ich werd gehauen. Oh, guck mal, da kann man, da rieselt Sand rein. Oh, ist das schön. Ja, danke, liebe Mitstreiter. So. Was denn jetzt hier? War ich jetzt hier schon? Ich will doch zu dem Dingens. Ach, ich bin schon wieder falsch. Ach komm, hopp. Hier, knüppelt bitte. Draufhauen, auf die Monster hauen, ja? Nicht auf mich. Es geht auch schneller. Ich habe das schon mal deutlich schneller gesehen. So, Moment, ich gehe mal auf die Karte gucken. Na, ich bin doch quasi relativ richtig. So, da bin ich schon. Hallo. Da habe ich ein bisschen verfahren. Tut mir leid, so. Von diesem Riss wurden sie verschluckt. Ja. Geht nicht zu nah heran. Wir müssen sie retten, aber wie? Ja, wie denn? Bassett, wir sind bislang deinem Rat gefolgt und haben uns ganz auf das Bekämpfen der Monster konzentriert. Sag mir, warum bereitet der Riss sich trotz unserer Bemühungen weiter aus? Vermutlich haben wir noch nicht genug Monster besiegt. Königin Sera, hier ist es zu gefährlich für euch. Wir sollten uns zurück in den Palast begeben und die Angelegenheiten in alle... Was redest du da? Ein paar der unsrigen sind von diesem Riss verschluckt worden. Willst du, dass wir sie einfach im Stich lassen? Ich glaube, dass das eine Doppelgängerin ist. Okay. Okay, alles klar, das haben wir schon... Ja, So, was mit dir? Meine Soldaten sind im Riss gefangen. Ich muss sie retten, aber wie? Ja, indem ich jetzt einfach hier, guck mal. Hier kann ich einen Zugang öffnen. Weiche zurück, Zelda. Was ist das, Zelda? No. Du willst den Riss von dort aus betreten und ihn dann schließen und so kehren auch die verschwundenen Personen zu uns zurück? Ja, fantastisch. Ich bitte dich, schließe den Riss für uns. Okay. Plopp. Dann gehen wir mal in den Riss gucken. So. Ich kann die Anwesenheit meiner Gefährten spüren. Sie sind hier in verschiedenen Orten eingeschlossen. Das sagt sie immer. 5 Stellen, okay. Wenn wir sie alle befreien, können wir diesen Riss schließen. Okay. Alles klar.
Zuallererst mal, komm mal her, du. Komm her, komm. Komm her, komm. Dann bleib halt, wo du bist. Kann ich nicht leiden. Komm, tut's mir. Da oben schwebt wer. Kann ich da runterhüpfen? Ich kann. Oh, da sind wieder... Komm, ich mal wieder 2 Knüppelschweine holen. Oh. Knüppelt. Sehr schöne. Ihr seid gute Knüppelschweine. Ach, da oben ist noch ein Dingens. Komme ich denn da hin? Ich glaube, da muss ich auch hin, gell? Ja, mit dem Wasserding, oder? Ja, komm. Ey, also ich hätte das so gern, dass auf Tastendruck dieses Menü aufgeht. Nix anderes. Nicht dieses Durchscroll-Ding. Das Durchscroll-Ding ist mit mehr als 5 einfach nur noch Kacke. So. Wie war das? B aufwärts. Okay. So, siehst du? Erste haben wir schon mal. Ja. Gut gemacht. Fehlen noch 4, glaube ich. Was ist mit dir da? Eigentlich will ich nicht in den Dungeon da runtergehen, aber ja, komm. Gehen wir halt mal gucken. Ich will ja erstmal hier. Was ist denn hier los? Au! Wo bin ich denn? Aber wie... Also Trampolin. Wieso probiere ich es überhaupt? Das ist doch die größte Kacke hier. Das ist kein Trampolin, Mann. Nie ein Trampolin gesehen? Ja, es ist ein Trampolin für Kinder, ich weiß. Ah, ja. Okay, das war's nicht. Ach so. Moment. Einklang lösen. Aber... Jetzt habe ich sie aus dem Takt gebracht. Guck mal hier. Das Ding ist halt, wenn ich da jetzt... Guck mal her. Ja, wenn ich da jetzt so mache, ne? Es zieht mich ja nicht hoch. Das ist ja mein Problem. Habe ich jetzt gebaut. Habe ich ein Trampolin hingebaut. Okay. Geh doch mal weg. Also ich dachte, die bouncen jetzt hoch. Also selbst wenn ich da jetzt... Kackmenü. Ich kann dich einfach nicht leiden. Echt jetzt. Ich kann mich nicht leiden. Echt jetzt. Ah, guck. Ne? Ich komme da irgendwie... Ach so! Ah! Ich hab's verstanden. Ja, ist gut. Geh du mal runter, du. So. Ja, jetzt habe ich's geschnallt, was los ist. So. Verschwinde doch. Kann ich nicht gebrauchen. Deine Mutter stinkt. Nein, ich reg mich nicht mehr über dieses Menü auf. Gerade beschlossen. So, was will ich denn hier eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Ah, ja. Ach komm. Shit on it. Kannst du jetzt einfach mal... Genau, das ist das, was ich die ganze Zeit wollte. Dass der da gescheit in die Ritze passt. Kann ich die kaputt machen mit Bomben oder so? Geht mir schon auf den Sack hier.
Ein Megaboom. Möchte mit Vorliebe alles unter sich zerquetschen. Kann jedoch als Fahrstuhl missbraucht werden. Ja, cool. Okay, das kann vielleicht wirklich praktisch sein. Da kann ich relativ gut, ja. Höhengedönse da machen. Meint ihr, ob da oben was ist? Wollen wir es mal ausprobieren? Schade, ich habe jetzt gedacht, dass da oben irgendwie, also ich als Entwickler hätte da ein Herz versteckt. So, also da haben wir jetzt 2 von 5. Wir gehen mal da runter. Ah, guck, da waren wir schon. Also da sind wir ja hochgekommen, alles klar. So grundsätzlich. Dann gehen wir halt da oben weiter. Wir haben doch ein Trampolin hier irgendwo. War natürlich genauso geplant. Das war nicht ein Versehen. War genau so geplant. Oh, das ist ein Kampf. Das ist auch cool. Mach nochmal. Aua. Ah, der ist immer noch am Leben. Wieso ist der noch am Leben? Mach ihn platt. Mach ihn platt. Oh, schade. Hat nicht so gut funktioniert. Ah, da ist er wieder. Sag mal, wie viel hält denn der aus? Echt jetzt? Der hält mehr aus wie ich, ne? Ja, ich muss mich ein bisschen in mein Bettchen legen. So. Das ist furchtbar interessant für euch, gell? Wenn ich mich hier hinlege und dann... So. Ah ja, wie man da oben weiterkommt, verstehe ich jetzt schon. Ist ganz klar. Da mache ich mir so ein Krach-Bumm-Dingens und hüpfe da drauf. Mega-Bumm. Mega-Bumm. Okay, vielleicht 3 kostet der und das da kostet 1. Okay, pass auf. Junge, lass das. Das machen wir nicht, gell? So, dann machen wir das Krach-Bumm darüber. So, und das Dingens machen wir dahin. So. Ich hätte auch einfach die Spinne nehmen können. Das ist deutlich einfacher. Ja, stimmt. Das ist deutlich einfacher. Das ist deutlich einfacher. Auch wenn die ein bisschen schräg krabbelt. Nanu? Ist das nicht diese Facette? Ah, habe ich's doch geahnt. Die so gegen uns gewettert hat? Aber war sie nicht gerade noch draußen? Ich frage mich, wie sie plötzlich hier im Riss gelandet ist. Ja, es ist eine Doppelgängerin, du Schlauerle. So. Falscher Knopf. Nochmal. Nochmal falscher Knopf. Nochmal falscher Knopf. Ich kann ganz auf falschen Knopf drücken. Ich bin ein großer Junge. Okay, das hat nicht so gut funktioniert. Ja, ist ja gut. Komm her. Reicht da vielleicht einfach ein Trampolin? Ich kann da drauf stehen. Das ist immer lustig. So, 3 habe ich. Drüben geht's weiter, oder will ich so nicht hin? Komme ich da? Also so außenrum vielleicht. Das kann natürlich sein. Ah, das brauche ich gar nicht. Hüpf doch. Will nicht hüpfen. Es wird gehüpft, wenn ich das sag. Das reicht nicht. Ein Bett. Oder eine Fliese. Naja, Versuch macht klug, ne? Vielleicht, wenn ich eine Fliese hüpfen baue. Nee, es war... Oh doch, das könnte funktionieren. Pass auf, pass auf, pass auf. Nein! Wo habe ich diese Sandfische?
Jetzt liegen sie alle drei da. Sind die dumm oder was? Was ist mit euch? Okay, ihr seid einfach doof. Sag's doch. Ist doch gar kein Problem. Ihr könnt ja doof sein, aber halt nicht blöde. So, okay, der Fisch ist aus gefischt gesetzt. Ich probier mal was. Schade. Ich habe gedacht, da kann ich diese Spinneweben-Dinge da machen. Okay, kann ich nicht. Ja, genug rumprobiert. Ich habe keinen Bock mehr. Ich baue mir da jetzt ein Trampolin hin. Jawolle. Ich baue mir da ein Trampolin hin. Ich rede gerade. Ding in sich. Ja, damit wäre ich auch ganz hoch gekommen. Okay, dann machen wir das ganz hoch. So. Vielleicht bringt's ja was. Ja. Ist da irgendwas? Nee, das ist natürlich doof. Aber ja, es geht schon so. Bin ich da oben schon? War ich das sicher? Nee, hier war ich noch nicht. Okay. Dass das Ding aber auch immer mit so einem Plumpf. So einem Plumpf-Start. Ich kann nicht so. Mit so einem Plumpf. Weißt du, dass du weggeschleudert wirst. Ja, ich hab's verstanden. Ich gehe hier hoch, guck. Dann hüpfe ich da drauf und dann da nicht drauf. Okay. Dann mache ich da ein Trampolin. Warum rede ich so komisch? Weil ich es irre witzig finde. Ah ja, da guck. So, 4 haben wir jetzt. Lass mal kurz Karte aufrufen. Da waren wir definitiv schon, ne? Da rechts wohl eher noch nicht. Also, wie weit geht denn so eine Fliese? Wenn ich da jetzt die Fliese nach rechts schieße, geht die dann ganz darüber? Ich meine, irgendwann werde ich halt runterhüpfen müssen, ja klar. Aber ja, ungefähr so muss man runterhüpfen. Also, nein, besser nicht. Das ist eine eher dumme Idee. So. Wenn ich die Fliese rüberschieße. Achso. Wo bin ich denn hier? Also hier... Oh, jetzt komme ich nicht mehr hoch. Ohne Trampolin. Ja, keine Ahnung. Ach, schön. Finde das nicht gut. Hoppala. Wenn ich irgendwie so österreichisch-artig rede. Hoppala. Sollen wir es mal probieren mit der Fliese? Mehr wie schief gehen kann es nicht. Okay, sie geht schon relativ weit, aber ich muss da oben hin und nicht da unten. Gut zu wissen, so. Pass auf. Uah, das ist zu früh gehüpft. Ich dachte, das wäre eine gute Idee. Das ist keine gute Idee. Das Ding ein bisschen weiter weg zu machen, dann werde ich nicht dauernd zurückgeschubst, weißt du, aber... Ja, geht ja auch so. Geht ja auch so. Okay, Fliese. Was ist denn du für ein dummer Stein? Geh weg da. Hallöchen. Ich glaube jetzt... Ja, jetzt haben wir alle. Guck, jetzt können wir den Riss schließen. Wir haben all meine Gefährten in dieser Welt das nichts gefunden, damit können wir den Riss nun schließen. Jawohl, ja. Und wir sind noch gut in der Zeit. So. Der da sieht lustig aus. Das seht ihr gar nicht. Mann, hey. der da sah lustig aus. Habt ihr das gesehen? Genau, der nicht der da, nicht der da. Der da. Der war schön. Müssen wir irgendwie mal was überlegen. Das ist ja... Könnte ich in der Nachbearbeitung, könnte ich jetzt so ein Fingerchen drauf machen. Mache ich aber nicht. Bin ich viel zu faul. Wir könnten ruhig mal ein bisschen mehr Kraft mit dir teilen. Macht dir die ganze Arbeit quasi. 2 Kristalle immerhin. Naja, gut. Also, X wie raus, Maus. Jum. Das war fast synchron.
So, da sind wir wieder. Und jetzt, guck, hier ist verschwunden. Und, oh, wer ist denn das, was da liegt? Ach, guck mal da. Das ist die richtige, oder? Zelda. Wo bin ich? Der Riss, er hat mich verschluckt. Du bist wieder wach. Ich bin so froh, dass alle in Sicherheit sind. Der Riss, sie hat es geschafft. Sie hat ihn geschlossen. Ja, wir haben es auch gesehen. Genau. Dieses Mädchen verfügt über eine wundersame Kraft. Ja, und die da? Facette? Was ist mit euch? Ich muss zurück in den Palast. Im Moment ist ja niemand dort und... Nanu? Was ist mit mir passiert? Facette? Eine zweite Facette? Das sind ja ganz neue Facetten hier. Königin Sera und Dona? Was ist denn geschehen? Was macht ihr hier? Ich wollte den Riss untersuchen, der sich hier in der Wüste gebildet hat. Aber dann... Ach ja, dann wurde ich von dem Riss verschlungen. Ich verstehe. Gar nichts verstehst du. Ja, und wer bist du? Königin Sera? Seid auf der Hut, sie ist aus dem Riss gekommen. Womöglich ist sie mit den Monstern im Bunde. Ja, das kann gar nicht anders sein. So. Welcher von euch werde ich wohl Glauben schenken? Was denkst du? Na, ihr nicht. Du entkommst mir nicht. Hause kaputt. In den Rücken gehauen, wie es sich für eine Königin geziemt. So. Hä? Sie hat sich in Luft aufgelöst? Ja, nicht direkt Luft, in Smog hat sie sich aufgelöst. Sie war also tatsächlich nur ein Trugbild. Seit die Risse aufgetaucht sind, hat Facette immer wieder Äußerungen getätigt, die untypisch für sie waren. Und dann hatte sie angeblich diese Überlieferung gefunden, nach der es genüge, Monster zu besiegen, um die Risse zu schließen. Die war es auch, die vorschlug, den Zugang zur Kultstätte zu blockieren. Facette hat diesen Plan hervorgebracht, nachdem wir davon erfahren hatten, dass der Riss in den Sudelia-Wäldern verschwunden war. Es ist gut möglich, dass sie auf diese Weise Zelda von unserem Riss fernhalten wollte. Aber warum sollte sie so etwas tun? Ja, weil Zelda den Riss schließen kann. Ganz offensichtlich wollte sie nicht, dass der Riss geschlossen wird. Das war die Grundlage ihres Lügengebäudes, sag ich doch. Zelda, auch wenn ich einer Täuschung unterlag, so ist das keine Entschuldigung für den Mangel an Respekt dir gegenüber. Wir sind deiner Großzügigkeit ausgeliefert. Ich bitte dich, rette die Gerudo. Hiermit erteile ich euch die Erlaubnis, den Zugang zur Kultstätte wiederherzustellen. Ja! Vielen Dank, Königin Sera. Der Eingang der Kultstätte wurde in einem Bereich mit fließendem Sand im Süden der Wüste gebaut. Dort gibt es auch eine Höhle, in deren Tiefen wir mittels eines Verschlusses den Sandfluss gestaut haben. Bitte erläutert der Wache vor der Höhle die neue Lage. Wird gemacht, Chefin. So. Wir haben es geschafft. Das war schwere Arbeit, ich bin schon ganz müde. Sobald du deine Vorbereitungen getroffen hast, solltest du dich zur Kultstätte begeben. Unser Schicksal liegt in deinen Händen. So, schön. Was ist mit euch? Ja. Häuschen. Wer ist das gewesen? Bist du diejenige, die uns gerettet hat? Vielen Dank dafür. Ja, euch gerettet, damit ihr hier faul rumsitzen könnt. Was ist das da drüben eigentlich? Ach, da sieht man noch die Sackgasse. Da war ich doch aber schon. Wir beamen uns da jetzt mal schnell hin. Das wird meine letzte Tat sein. Ich muss das da mal gescheit wegräumen. Mich nervt, dass da so ein Gepöppel ist da. Das nervt mich hier. Weißt du? Also, Moment. So. Also ich bin da ja gut durchgekommen durch dieses Dingens da. Aber scheinbar ist das wohl nicht genug. Guck mal, ich mache einfach einen Bumsfisch. Den nehme ich und schmeißen da hin. Okay, brauchen wir noch einen Bumsfisch? Okay. Ja, komm. Also geht nicht weiter als so, oder wie? Ihr habt doch aber einen Bumsfisch. Wie, Moment. Kann der Bumsfisch... Fällt mir eben erst auf. Kann ich die einfach wegblasen? Kann der Bumsfisch kein Holz kaputtbumsen? Was könnte man denn da hinmachen, dass das alles schön kaputt macht? Die Steine trage ich weg. Haben wir irgendwas, was einfach nur geradeaus geht und Bums hat?
Kann ich das da an die Kisten machen? Nee. Ich probiere jetzt einfach mal. Guck mal da, der da. Ein Gürtelpraller. Der macht geradeaus alles kaputt. Okay, das ist gut. So. Jetzt pass auf. Also zuallererst mal müssen die ganzen Futzis hier verschwinden. Das ist mir hier zu viel. So. Dann würde ich gerne diesen Stein hier nehmen. Und da oben irgendwo hinstellen. So, weißt du? Da steht er eigentlich recht gut. So, Bumsfisch. So, die nehme ich auch gleich mit. Was ist hier los? Wollt ihr nicht? Okay, dann bleibt hier mal kurz stehen. Dann hole ich euch halt einzeln. Gar kein Problem. Machen wir den hier hin. Wir müssen ja auch hier ein bisschen, dass das schön aussieht. Guck. So ungefähr. Und du auch noch. Dann machen wir da. Na, da machen wir nicht hin. Eine Abkürzung machen wir mal. So, zack. Und jetzt haben wir, glaube ich, noch eine Kiste oder so. Kann das sein? Ja, es kann durchkommen. Sag mal her. Ja, der Weg ist ja wieder offen und zwar weit genug, dass man bequem durchkommt, wenn man nicht so einen dicken Hintern hat. Oh, was hast du gemacht, oder? Ja, hier ist meine Belohnung. Jawohl, her mit. Ja, komm, ein paar Rubinchen. Die nehme ich natürlich mit. So. Du hast echt meinen Tag gerettet. Danke für die Hilfe. Kein Problem. So, der hat sein Zeugs mitgenommen. So. Das war das letzte, was noch offen war. Deshalb, das hat mich halt genervt, dass da so ein blaues Dingens auf der Karte war. Weißt du, das ist jetzt hier verschwunden. So. Jetzt habe ich natürlich vergessen, wo ich hin muss. Ach, da. Ich weiß wieder, wo ich muss. Dann würde ich mal sagen, Hust, Hust, da teleportieren wir uns jetzt dorthin. Dann bleiben wir vorne dran stehen. Hören uns noch ein bisschen das Gebabbel an. Und dann gehen wir rein. Ja, hau bloß ab. So, da ist sie doch. Ich weiß schon Bescheid. In dieser Höhle befindet sich der Verschluss, der zum Stauen des Sandes verwendet wurde. Nur leider wimmelt es da drin plötzlich nur so von Monstern, sodass man gar nicht mehr so einfach dorthin gelangt. Dabei müsste man lediglich den Stöpsel ziehen, damit der Sand abfließt und die Kultstätte wieder zugänglich wird. Um den Zugang zum Riss freizulegen, müssen wir den Stöpsel erreichen. Hat sie gerade gesagt, danke. Dann los, Zelda. Aller gut. Kauf dann neuer Hut. Aller gut. Machen wir das Moje so. Hier, guck, noch einen Gürtelschnaller hingemacht. Dann machen wir das Moje so. Dann machen wir das morgen so, wie das auf Hochdeutsch heißt. Bis dahin, ja, zocke ich nicht weiter, sondern ich warte genau hier mit dem Gürteltier. Es reimt sich und wenn es sich reimt, ist es immer ein guter Zeitpunkt aufzuhören. Besser wird's nicht. Genau, Zelda winkt auch schon. Tschö.